Nein, was Sie hier sehen, ist kein Dorf mehr, auch wenn die Kirche mit ihrem Zwiebelturm das tapfer vortäuscht. Zorneding ist heute einer dieser typischen Zwitter aus Stadt und Land im Münchner Speckgürtel. Gründlich geschichtsbereinigt bis auf ein paar Überreste, wie dieses Gebäude. Die ehemalige Schule, mit Blick auf den Friedhof. 1867 war dieses Nebeneinander von Kindheit und Tod kein Problem. Wer würde heute noch so bauen? Später diente das Gebäude als Gemeindeverwaltung, zuletzt als Haus der Vereine. Und jetzt steht es schon 4 Jahre leer. Unnütz geworden, also weg damit. Beschluss des Gemeinderats mit einer Stimme Mehrheit. Blöd nur, dass man jetzt Kandidat für den Negativpreis Abriss des Jahres ist, den der Bayerische Landesverein für Heimatpflege seit 2 Jahren vergibt. Solche Situationen, die wir hier haben, sind Idyllen. Und Idyllen mit Geschichte, die uns ein Gefühl von Identität vermitteln. Und auf das kommt es ja heute an. Also wenn ich jetzt lese, was Politologen sagen, jetzt in dieser schwierigen Zeit, mit diesen ganz, ganz vielen Problemen, die jetzt auf uns einstürzen, die sagen, wir müssen den Menschen ein Heimatgefühl vermitteln. Dann fühlen sie sich wieder sicherer, dann fühlen sie sich wieder geborgener. Und Baukultur ist eine ganz, ganz wichtige Möglichkeit, die wir nicht außer Acht lassen sollten, um Identität und Heimatgefühl zu vermitteln. Und da gehört so ein Gebäude selbstverständlich dazu. Ob das Dorf Zorneding früher eine Idylle war? Ob es mehr Heimatgefühl vermittelte, mehr Identität? Definitiv hatte es eine andere Baukultur. Von der ahnt man noch etwas, wenn man sich den Zehetmeier oder Glaselhof anschaut, der Kirche und dem Haus der Vereine direkt gegenüber. Oder den Reigelschneider. Wenn ein Haus Geborgenheit vermittelt, dann wohl dieses. Aber Geborgenheit ist antiquiert und Blechlamellen und Garagentore im CinemaScope-Format sind in. Neues Bauen in Zorneding sieht zum Beispiel so aus, vom Immobilienmakler als stilvoll und zeitgemäß beworben. Offensichtlich investieren wohlhabende Menschen lieber Hunderttausende Euro in eine solche Architekturgroteske, als in die Sanierung eines gut gebauten alten Bauernhauses. Und weil diese Mentalität nicht neu ist, findet man in der Ortschronik Dutzende Beispiele, was im Lauf der Jahrzehnte dem zeitgemäßen Bauen alles zum Opfer fiel. Alte Höfe, Stallungen, Handwerkergebäude, Gasthöfe, wie der Glonner Wirt, dem das Hotel Neuwirth folgte. Der Rixinger und spätere Festelhof, heute ein Supermarkt. Die Herzvilla, Baujahr 1905 und was danach kam. Das Prosa-Anwesen stand unter Denkmalschutz, hat ihm nichts genützt. Abriss vor 4 Jahren. Die unvermeidliche Thujenhecke ist pflegeleichter. Man denkt, angesichts dieser beliebig verlängerbaren Liste kann es sich eine Gemeinde eigentlich nicht leisten, ein weiteres historisches Gebäude zu verlieren. Aber der Bürgermeister sieht das trotz leisem Bedauern eher pragmatisch. Es ist die Frage, ob es ein Verlust wird. Wir haben ja die Möglichkeit hier, wenn das Haus nicht mehr da sein sollte, Bauplanung zu machen und dann ein Gebäude mit ähnlicher Kubatur wieder zu errichten. Es ist zwar nicht die alte Substanz, da haben Sie vollkommen recht, aber es kann von der Optik her, kann es mit Sicherheit genauso gemacht werden. Die geschätzten Kosten für eine Sanierung lägen bei 1,5 Millionen Euro. Ein Neubau dürfte teurer werden. Und erst recht die Planung, die man gerne auf den gemeindeeigenen Grundstücken vor der Kirche realisieren würde. Ein neues Ortszentrum mit Wohnungen, Dorfladen, Kneipe. Schöne Idee. Nur braucht es dafür einen Investor. Und den möchte man nicht mit einer maroden Immobilie verschrecken, sondern mit hindernisfreiem Baugrund anlocken. Sollte das misslingen, wäre der entstehende Rasen recht teuer. Der Bürgermeister schätzt die Abrisskosten auf 50.000 bis 70.000 Euro. Das sind vielleicht die Planungskosten für den Abriss, ja. Aber der Abriss selber ist da für mich noch nicht wirklich durchkalkuliert, weil wir haben hier eine spezielle Situation. Die Nordwand des Gebäudes bildet einen Teil der Friedhofsmauer, ist nicht weit vom Kirchturm weg. Ich weiß, dass an dem Kirchturm vor einigen Jahren schon Standsicherungsmaßnahmen getroffen werden mussten. Und wenn wir dann am Ende den Kirchturm gefährden, wird es uns die Gemeinde auch sehr übel nehmen. Und wir haben ein eingetragenes Bodendenkmal mit Befunden aus dem Spätmittelalter bis in die frühe Neuzeit.
Das heißt, der Abriss wird auf jeden Fall archäologisch begleitet werden müssen. Das sind auch Kosten, die sicher noch nicht in der Kalkulation drin sind. Vor 3 Jahren bauten Architekturstudenten der TU München mehrere Modelle der gewünschten neuen Ortsmitte. Auf die Idee, das Haus der Vereine abzureißen, kam niemand. Vielleicht, weil nicht nur Heimatpfleger und Denkmalschützer, sondern auch Ingenieurs- und Architektenkammern längst eine Umbaukultur fordern. Und weil es ja genug Beispiele gibt, in denen es Kommunen gelang, solche Bausubstanz zu erhalten. Mit Hilfe von Förderprogrammen, Bürgerinitiativen und sogar mit Investoren. Man wünscht dem Zornedinger Gemeinderat sehr, dass er seine Abrissentscheidung nochmals überdenkt.